Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Montagnachmittag wünschen wir euch. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid fit und munter und habt ein schönes Wochenende gehabt. Nico, man hört ihn nicht. Hey Bud Spencer, geht's dir gut? Hello, hello. Man hört immer noch nicht, Nico. Ich weiß nicht, warum nicht. Ich kann Lippen lesen, aber ich weiß nicht, warum nicht. Hast du irgendetwas umgestellt? Vorher haben wir die ja noch, also habe ich die ja noch gehört, Nico. So weird. Was ist passiert, dass wir den Nico nicht mehr hören? Ich kann es nicht erklären. Wo ich habe Ton. Ich weiß nicht, also Leute, ihr hört ja den Nico auch nicht. Wenn ich den nicht höre, könnt ihr ihn ja auch nicht hören. Hey Bruce, Steffi, du machst einfach Synchronübersetzung, dann passt das schon, ja genau. Ich glaube, wenn ihr näher so viel erzählt bei den News nachher später im Podcast, das geht definitiv nicht mehr mit der Synchronübersetzung. Das ist nicht too much. Machst du Rauchzeichen? Ist gut, machst Rauchzeichen, Nico. Also, ich kann auch noch mal in meine Einstellungen schauen, warum ich die nicht mehr höre. Also, beziehungsweise ich habe vorhin schon geschaut. Es ist für mich alles korrekt ausgewählt. Jetzt höre ich die. Jetzt höre ich. Ja. Ja, aber das war definitiv auf deiner Seite. Hm? Ich habe genau gar nichts gemacht im Fall. Ich habe gerade mal die Einstellungen aufgemacht und dann hat man die gut gehört. Ich aber auch nicht. Also los jetzt, wir müssen noch Audacity starten, ja. Starten, gell? Du bist einfach abgehauen und ich habe gefunden, easy, wenn du einfach abholst, dann gehe ich halt mal live. Sonst wären wir jetzt noch nicht da. Sorry, ich muss noch schnell frisch machen. Ja, ich weiss, Bruce, ich sehe es auch. Es ist ganz weird. Nico, du bist komplett verzögert. Es ist ganz, ganz gespässig. Dein Audio ist nicht synchron mit dem Video. Okay, das ist wirklich sehr komisch. Aber ich kann auch Folgendes noch sagen. Und zwar haben wir hier heute Morgen 2-mal Stromausfall. Das hat nichts mit dem zu tun. Internet und alles weg. Also es kann sein, dass meine Verbindung jetzt gerade... Mach mal einen Speedtest, aber es hat nicht mit... Also sorry, aber wenn Ton und Bild nicht synchron ist, hat das eigentlich nicht mit Internetausfall zu tun. Ich probiere nur... Oh ja, Erzengel, wie geht's dir? Wie ist es jetzt? Ist es besser? Nein, warte, du machst schnell hier... Hast du noch die Szene gewechselt? Sag noch mal etwas. Ja. Nein, ist immer noch verzögert. Mach du mal, schalt mal die Kamera aus und schalt sie wieder an oder so. Hoi Martin, geht's gut? Sorry, wir müssen hier gerade live schnell ein bisschen Dings so, machen. Jetzt? Ist besser? Nein. Nicht besser. Okay, Moment, ich schaue schnell mit. Now he froze. Hey Martin, was dir geht's gut? Das ist schön. Ja, ich bin einfach hure müde. Das kann ich sagen. Aber ja, sonst lebt man halt so, gell, vor sich her. So, also grundsätzlich ist wieder da. Alles geändert haben. Ja, nein, es ist immer noch mega asynchron. Das ist verdammt komisch. Und geändert habe ich nichts. Also es ist immer noch genau gleich wie vorher. Ja, aber darum vielleicht, wo du nichts geändert hast. Nein, ich meine... das letzte Mal, wo wir gestreamt haben, du Vieh.
Hey, keine Ahnung im Fall, was passiert ist. Ich weiß es auch nicht. Sehr, sehr schräg. Bonnie ist ausnahmsweise mal nicht schuld, dass ich nicht geschlafen habe. Bonnie war eine ganz brave. Beste ist immer ein Neustart, Kappa. Ja, definitiv. Nico, willst du auf den PC neu starten? Mach ich doch, ja. Ich bleibe jetzt mal noch im Stream drinnen. Ja, und falls es dann nicht besser ist, dann machen wir es halt vielleicht gleich einfach so. Dann lassen wir es halt, weil, ja, wenn ich jetzt den Stream nochmal neu starte, dann ist es auch doof irgendwie. Ich bin ja synchron und alles. Und wir hören Nico ja gut, von dem her. Ja, ich hatte auch kein Update oder so am PC, das ich noch gemacht hätte. Also von dem her, ich weiß nicht, an was es liegen sollte, to be honest. Was, Bauarbeiter? Mensch, Bauarbeiter? Ich habe keinen Bauarbeiter. Ah, du meinst, aha, nein, sie haben den Glascontainer geleert am Samstagmorgen. Und anschliessend waren Gärtner da mit Laubbläser und Motorsage. Das war eine Motorsage, das waren keine Bauarbeiter. Aber ja, sehr mühsam. Ja, um 7:30 hat es angefangen, am Morgen, am Samstag. Ich sag dir, ich habe es sehr hasserfüllt angeschaut. Mehr konnte ich leider nicht machen. Aber es ist echt noch scheiße, wenn du am Freitag sehr spät wird, wo du noch lange unterwegs bist, wo du mit den Leuten musst reden, die du am Hero Fest kennengelernt hast. Und dann wirst du einfach nicht vorgewarnt. Und am Samstagmorgen wirst du zum Bett ausgejagt von einer Motorsage. Ist alles andere als schön. Ja, definitiv. Aber ja. So. Ja. Bist du wieder retour? Welcome Ich bin back. retour, aber jetzt müssen wir zuerst noch schnell schauen, wie das mit dem Video ist. Ja, jetzt sehe ich bei mir gerade nur schwarz. Ja. Ich sehe nur schwarz, Nico. Ich bin dran. Schneller. So. Also sehr gut. No Audio. So. Bevor sie im Herren brümmeln, aber schon steht tut man nichts. Ey, willkommen So. zurück. Wie sieht das aus? Ey, jetzt sieht es gut aus. Jetzt bist du noch ein bisschen verkrümelt, hättest du gesagt. Es wird langsam schärfer, das ist gut. Verkrümelt, okay. Ja, weißt du, so pixelig ein bisschen. Also so ein bisschen Okay. verschwommen. So. Ja, das ist Aber kommt gut, jetzt bist du wenigstens wieder synchron. Nice. sehr Dann können gut. wir jetzt so das starten. Sehr gut, machen wir doch Ich gerade. wär sehr ready dafür. Du. Ja, fix. Gut. Machen wir. Also, ich habe gestartet. 3 oder Ja. 2 oder 1 oder... Ich weiß nicht gewusst, ob das zählt oder nicht, aber ja, ist gut, ich habe geklappt. Also, Hast du tipptopp. geklappt? Ja, Also ja, gut. natürlich. Sehr gut. Natürlich. Du noch schnell testen, ob du dich selber hörst, wenn du redest. Warum? Aha! Ja, wo das ja Ja, genau, also, da muss ich ein bisschen lauter reden. Nein, ist Mach gut lauter. im Moment. Ja, Ist gut. ja Also. so ist gut. Ich lasse ein paar Mal, wisst ihr Leute, ich tue ja immer den Podcast schneiden im Nachhinein und das letzte Mal hat der Nico vorher noch irgendwie einen Song aufgenommen und dann hat er andere Einstellungen und ich habe dann mehr selber durch seine Kopfhörer und sein Mikrofon gehört und das muss ich dann natürlich alles rausschneiden und das ist ein bisschen Yikes-Arbeit. Aber ja. Jetzt geht's. Und was wir auch noch machen wollen, Nico, bist du ready? Wir müssen noch etwas verschenken. Ich finde das schön. Wir tun jetzt alle 2 Wochen wir ein bisschen etwas verschenken. I like diese. Yes, So, ich finde der das sehr Button ist gut. gepusht. Oh, hast du schon raus? Hast du das Zeug Ja, raus? der Button ist gepusht. Ey. Welcome, welcome. Viel Spaß alle mit euren Subs und viel Spaß mit den Emotes und viel Spaß mit ohne Werbung. Oh, der Troy. Schau Der jetzt. Treu. Der Troy hat einen bekommen.
Nicht ist doch einmal, super. nicht einmal gesappt hat der Troy. So schlecht. Ey, Bruce, sehr gern. Sehr gern. Sehr gut. Jetzt hat alle. sehr Ja, gut. kannst du mich nächstes Mal bist du vielleicht durchreihen. Aber wir tun ja jetzt alle 2 Wochen tun wir ja 10 Subgifts verschenken. Also von dem her, Subgifts läuft den ganzen Monat. Also wechseln wir das wieder ein bisschen ab. Good luck next time für alle die kein Subgift jetzt heute bekommen haben. Aber an den anderen wünsche ich sehr viel Spass. Oh, ich finde unsere Emotes sind so cool. Die darf man ruhig ein bisschen, ein bisschen brauchen. Und die sind echt wunderschön. Sehr schön, ja. Yes. Übrigens habe ich Brauchen die gestern die Emotes? Crazy Cat Lady noch gesehen. Habe ich Freude gehabt. Oh, ja. Ist sie ja am Sie ist Hero Hallo Fest sagen. Ja, sie gewesen, ist dann? Hallo sagen. Leider gerade dann, als ich im Gabi war. Aber es war cool. Ja, das Aber ist cool gewesen. Ja? Da reden wir nachher sicher Ja, auch noch da reden drüber. wir auch noch drüber. Darum, ich würde jetzt sagen, ich schalte jetzt mal ein bisschen Musik ab. So, bitteschön. Und dann tun wir uns ein kleines, also vor allem ich, tue mich ein bisschen Monolog aufsagen. So unserem Stream, wo wir heute was Login. Ah ja, eben, der Erzengel habe ich gesehen, Arlan. Ja, genau, ja, hast du erzählt, ja. Das würde ich sicher überleben, wenn ich schon 4 Tage Land überlebt habe. Auf jeden Fall. Nach 4 Tagen Land bist du doch super ausgeschlafen, nicht? So. Ja, das ist Hammer. Ich habe dort auch reingeschaut. Und, Es war sehr cool, ja. Die LAN ist immer ein lustig, Erlebnis. Und ja, wirklich. Aber ja, da reden wir nicht drüber. Also, Monolog. Meine lieben Leute, ihr wisst, wir nehmen jetzt gerade einen Podcast auf. Und das bedeutet natürlich, dass wir nicht während dem Podcast, das ist ungefähr eine Stunde, können auf eure Kommentare und Chat-Nachrichten eingehen. Wir werden aber, sofern es funktioniert und geht, alles im Nachhinein noch anschauen und dann beantworten. Ihr dürft natürlich, so wie immer, trotzdem sehr gerne mitreden. Ihr dürft euch einen Senf in den Kommentaren, also in der Chatbox dazugeben. Und also, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr würdet mitreden. Ja, dann würde ich sagen, sind wir ready für einen Podcast? Ich habe letztes Mal den Anfang gemacht, das darfst du wieder, Nico. Okay. Bist du ready? Ja, ich sage, dass ich natürlich, weil ich neu gestartet habe, noch nicht alles offen habe. Ja. Ja, das ist natürlich immer das Zeichen. Ich musste hier meinen Laptop neu starten im Geschäft, wo sie irgendwie gefunden haben, so, hey, du hast ein Update, wo dringend muss der PC neu gestartet werden. Und so, okay, starten wir mal den PC neu. Alle Fenster zu, alles drauf machen. Genau. Darum, ich gehöre so zur Kategorie, hat etwa 100 Up-Hinty-Tabs. Ich weiß nicht, ob ihr das so habt. Kenne ich sehr gut. Kenne ich sehr gut. Also bis mein Chrome mal komplett gestartet ist, vergehen ein paar Minuten. Also, ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar in 3, 2, 1. Hallo, liebe Leute. Schön, seid ihr wieder da. Einerseits im Stream und natürlich andererseits im Podcast. Schön, seid ihr wieder uns am Zuhören. Das ist die 34. Folge von Buff Crit Loot mit diesen Themen. Wir haben natürlich als allererstes das Hero Fest, wo wir waren. Das heisst, einige von uns das ganze Wochenende, andere an gewissen Tagen, aber wir sind vor allem am Freitag rumgelaufen und haben dort einige Leute befragt, zu dem nachher mehr. In der Thematik Buff haben wir sehr coole Themen. Einerseits, wie man Pizza bestellt, via Oblivion, wie es ein Super Mario-Fan schafft, was Nintendo lange nicht geschafft hat oder hat sollen schaffen. Dazu kommen wir ein bisschen Infos zum neuen Razer Edge Gaming Handheld. Minecraft 1.2, wo wir auch noch thematisieren. Dazu kommt noch das Game Evil West. Wie gut ist der Coop RPG-Shooter wirklich? Das habe ich mir ein bisschen angeschaut. Im Crit hatten wir nachher die Stimme von Bayonetta, die zu einem Boykott vom 3. Teil aufruft. Und ganz am Schluss
haben wir natürlich noch, wie immer, laut. Viel Spass. Schön, dass du mich auch noch introduced hast, Nico. Oh, scheiße. Sorry. Ich und Steffi natürlich wieder mal für euch hier auf Buff Crit Loot. Der Gaming News Podcast von brack.ch. Ding, 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 ding. Urego, Mann, hier. Unglaublich. Manchmal so noch mischen, ist gut. Ich war so in meiner Performance drin. Merke es, hast dich so sehr müssen konzentrieren darauf, dass du Ja. nichts falsch sagst, dass du komplett vergessen hast, dass ich ja auch noch da bin. Ja, Nein, aber du bist okay. immer da. Ich bin immer da. Das ist, nein, wenn ich krank bin, bin ich nicht da. Aber, Du bist immer da. Jetzt hast du nicht mal gehört, dass ich herzig gesagt, also ist gut. ich habe noch mal gehört, ich bin immer da. Ich höre es vielleicht im Podcast. Ich kann ja mehr, also wenn ich den Podcast schneide, ich kann ja meine Stimme währenddessen muten und nur hören, was du gesagt hast. Muhahaha, ich mache das mal. Die Nacht des Editing. Ich tue mir das dann rausspeichern und als Klingelton einstellen bei meinem Nathalie. Jedes Mal, wenn jemand anruft. Okay, zuerst muss ich noch wissen, was es überhaupt ist, was du da gesagt hast. Das ist sehr weird. Hey. Ich bin Streamerin. Wir haben immer weirde Fantasie, hast du gesagt. Nein, Natürlich. ja, wir waren am Wochenende am Eurofest in Bern. Das hat vom Freitagmittag, also um 2 sind die Türen aufgegangen, bis am Sonntagabend hat es stattgefunden. Ich glaube, Doors vor allem. Die Türen sind am 8. Uhr wieder zu. Ich bin ein bisschen früher gegangen, bin um 5:30 raus und dann ist auch, man merkt schon langsam ein bisschen leerer geworden. Aber vor Ort, wie war es? Nico, wir waren dort. Wir wollten eigentlich auch streamen. Wir haben es angekündigt und wir haben es nicht gemacht. Und we are really, really sorry. But wir sind, also sagen wir so, wir haben uns in ein B2B-Event hineingesneakt, das eigentlich so nicht geplant war. Ist aber für uns als Firma sehr wichtig gewesen. Wir haben außerdem auch noch Content gehabt, den wir machen wollten. Und darum haben wir gefunden, ja, das war gerade ein Mühe wichtiger als der Livestream. Darum, sorry Leute, vergebt uns. Wir haben am Freitag während dem Hero-Fest nicht live streamen. Aber wir haben anderes cooles Zeug für euch produziert. Genau, also wir sind quasi rumgelaufen mit einer sehr einfachen, würde ich sagen, Steffi, rudimentären Ausrüstung zum Interviews führen. Aber gleich sehr effektiv. Das haben wir nämlich von Popcorn gelernt, dass das gut funktioniert. Und wir haben das gerade so umgesetzt. Wir haben verschiedene Leute dazu interviewt, oder? Also wir haben eine Frage gehabt. Ja, genau, aber wir haben eine Frage gehabt, aber sie war schwierig zu beantworten. Es hat ganz viele Leute gehabt, die gefunden haben, uff, ich habe keine Antwort. Tut mir leid, ich kann auf das nicht antworten. Also darum war es nicht ganz so einfach. Genau, das stimmt. Wir haben diese Frage gestellt, und zwar war die Frage, was wünschst du dir in Zukunft, wie haben wir es formuliert? Was wünschst du dir von der Gaming-Branche, von der Schweizer Gaming-Branche? Genau, von der Zukunft. Ja, einfach haben wir, glaube ich, immer noch gefragt. Generell, ja. Was wünschst du dir von der Schweizer Gaming-Branche? Genau. Yes. Und das ist anscheinend nicht ganz so eine einfache Frage. Viele sind, also was heisst viele, ein paar, sind auch ganz zufrieden, so wie es ist, weil sie sich aber auch nie mit der Frage auseinandergesetzt haben. Die natürlich grundsätzlich ein bisschen die Frage sich schon gestellt haben oder sich überlegt haben, was besser könnte laufen. Und vor allem alle die, das hat man gut gemerkt, die ich sage jetzt mal, irgendwie eine Art Job oder Hobby in diesem Bereich haben, der ein bisschen intensiver ist als einfach am Wochenende ein bisschen gamen. Die haben eigentlich sehr gute und klare Antworten auf das gehabt. Vor allem Leute, die im Gaming-Bereich eine Arbeitsstelle haben, oder angestellt oder selbstständig sind. Genau. Yes. Genau. Also es hat sehr, sehr spannende Reaktionen gegeben. Von den Leuten, eben, wie Steffi schon gesagt hat, es hat Leute gegeben, die sie die Frage gehört haben, zuerst mal gesagt haben, wow, ich muss zuerst schnell ein bisschen überlegen, könnt ihr später nochmal kommen? Oder ein paar haben auch gesagt, wo sie die Frage haben gehört, da kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Wir haben einen Kandidaten gehabt, der gefunden hat, er sei zufrieden.
Ja, wo er sich noch nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, genau. Ja, Ja. genau. Ja. Wir haben sehr spannende Antworten bekommen eigentlich. Genau, wirklich. und die tun wir jetzt ja. zusammenschneiden und sie kommt dann in einem Video innerhalb von einem kleinen Blogpost im Verlauf von dieser Woche. Genau. Ja. Also freut euch auf das. Es wird mega cool und ein guter Blogpost, Oder es wird ein Blogpost, Steffi, ohne dass ich es euch Ich habe erzähle. es doch jetzt gerade gesagt. Nico, Ja, lass mir zu. Entschuldigung. Einmal mal in deinem Leben, please. Literally vor 5 Sekunden habe ich es gesagt. Nico. Mann, ey. Sogar der Chat ist enttäuscht von dir. Es tut mir so leid, Entschuldigung. Oh Mann. Oh, ist okay, Okay, verzeih dir, wirklich. du bist müde, auch Wirklich. nicht ganz so müde wie ich, aber ist völlig in Ordnung. Nein, ja, damit ich es nochmal wiederholt habe, extra für den Nico. Das Video wird in Form von einem Blogpost auch auf brag.ch veröffentlicht. Ja, danke, Steffi. Sehr gern, für dich doch immer, Nico. Du weißt doch, Dream Team und so. Ja, natürlich. I know. Bonnie und Clyde. Ich bin oder der Dream und du bist das Team, keine Ahnung. So. Nein, was war denn dein Highlight vom Hero Fest, Nico? Hey, es hat viel gegeben im Fall, ganz ehrlich, es hat wirklich viel gegeben. Ich habe es mega cool gefunden. Mir hat schon noch der Eindruck, als ich bei ihnen kam, hat mir einfach gedacht, man hat gemerkt, dass es den Leuten hat gefällt. Also schon so ein bisschen wie an Fabo und an Popcorn hat man gemerkt, die Leute haben wieder mega Bock auf so ein Festival. Und ja, es hat mega viele Cosplayer gehabt. Cosplayer waren für mich so eines der Highlights gewesen. Es hat mega mutige Cosplays gehabt, mega Mutig im Sinn krass. von mega groß, Ja. also freizügig oder mutig im Ja, Sinn von freizügig, einfach okay. freizügig, ja, freizügig. Okay. Also ich finde das halt so mutig im Sinn von einfach herstehen und halt alles von seinem Körper zeigen, was man möchte zeigen. Und das finde ich eine mutige Entscheidung, weil ich glaube, jeder Mensch hat gewisse Stellen an seinem Körper, die er nicht gerne zeigt. Und wenn er gleich recht viel davon zeigt, finde ich das mutig. Also so in diesem Bereich. So Body Positiveness, sagen wir dem doch. Oder Body Positivity. Yes. Ja, genau. Das habe ich mega cool gefunden. Mhm. Auch sonst einfach die Leute, die herstehen und sich einfach zeigen, wie sie sind. Oder wie sie sich geben halt, oder? Also es hat doch mega viele Jungs gegeben, die irgendwie in Maiden-Klamotten sind Ja! rumgelaufen. Also wirklich so viel. Playboy, ja. Also das Playboy Bunny, habe ich auch gesehen. Ja, genau. Ganz genau. viele von denen Und gibt es mittlerweile, schwitzig. es hat wirklich sehr, sehr Cooles gegeben. Und da muss ich schon mal allen Cosplayern ein Kompliment aussprechen. Weil ich persönlich, ich kann es nicht. Also ich würde mir wie das ganze Cosplay einfach zusammenkaufen und dann so gehen. Aber ich musste lernen von einer guten Dame namens Minus. Sie heisst Minus Cosplay. Wo ich getroffen am Europe-Stand, dass das eigentlich egal ist, weil in der Cosplay-Szene tut man eigentlich so nicht urteilen, ob man das jetzt selber gemacht hat oder ob man es Doch. gekauft hat. Das zählt. Nein, Steffi, Doch. lass jetzt schnell. Steffi, Ich habe auch hast du- Freunde in der Cosplay-Szene, Aber trust me, los dort jetzt wird hure zu. gejudged. Hallo, ich bin jetzt, ja, aber das sind deine Freunde, okay? Wenn ihr so eine Cancel Culture habt, dann kann ich nichts dafür. Aber sonst ist es wirklich so, dass jemand halt auch sein Zeug zusammenkaufen darf und wenn er sich dann wohlfühlt und findet, er darf sich so zeigen, dann ist das voll okay. Hä? Es braucht mehr Akzeptanz. Ich meine, es gibt auch so Leute wie ich, die nicht mal fucking Stuhl zusammenbauen können. Ich kann nicht mal das Bild aufhängen. Weißt du, ich meine, ich bin wenigstens ehrlich. Wirklich, ich schlage zuerst drei Löcher in die Wand und dann hängt das Bild mal irgendwie schräg. Ich bin nicht begabt. Okay, handwerklich. Bin ich wirklich nicht. Kann ich nicht gut. Aber ich gebe es so zu. Oder? Und darum, ich und Cosplay, vergiss es. Ich kann mir vielleicht das Stirnband umbinden oder so. Dann ist das schon gut. Langt Also, doch. nachher... Nein, kann ich als was? Als Mr. Stirnband. Zum Beispiel. Ja, ist wirklich. Oh. Nein, aber also ich muss dir wirklich absolut zustimmen. Cosplay ist für mich immer ein riesen Highlight an diesen Gaming-Messen. Einfach die ganze Kreativität zu sehen und vor allem so wie
wie die Gaming-Figuren, die man selber halt auch gerne bekommen hat, wo man sie gespielt hat, so zum Leben erwachen. Ich war eben, wie gesagt, am Sonntag ja dann auch noch vor Ort und habe den Cosplay-Contest ein bisschen mitverfolgt. Und ich hatte sehr Freude gehabt, dass zum Beispiel eine, die ein Paladin Mulan Cosplay selber entworfen hat, der auch den Preis gewonnen hat für Best Armor. Und das finde ich aber auch so geil an der Cosplay-Szene. Du hast zum Teil bekannte Figuren und die sie aber auch noch weiterentwickeln. Eben zum Beispiel, du hast eine Mulan, die eigentlich als Disney-Figur halt ihre Skin, hätte ich fast gesagt, ihre Rüstung hat. Aber dass sie dann eine Paladin-Ausrüstung daraus macht, ist natürlich schon recht fancy. Und, Cool, ja, und aber auch die Kategorien, ich finde es sind mega gute Kategorien in diesem Cosplay-Contest. Best Needlework zum Beispiel wird auch gekürt. Das sind meistens eher so ein bisschen unscheinbarere oder unbekanntere Cosplays. Oder manchmal sind es nicht einmal wirklich Cosplays, sondern irgendwie Original Characters. Aber dort wird einfach gekürt, wie super ein Kostüm eben genäht worden ist. Und das ist auch immer ganz spannend, wo man eben im ersten Moment nicht erwartet hat, dass so jemand einen Preis gewinnt. Aber es ist halt sehr dezent. Ich finde es ganz, ganz toll. Und dann hat es noch einen Preis gegeben für den besten Auftritt. Darum heisst es ja Cosplay und nicht einfach nur ein Kostümwettbewerb, wo halt eben beim Cosplay musst halt die Charakter wirklich auch spielen, in dem du drin bist. Und dort hat wie heisst die? Noboru von Zelda, von Breath of the Wild. Die hat dort gewonnen, die hat auch fantastisch ausgesehen. Und ich weiß nicht, wie die. Das ist die Anführerin vom Wüstenvolk. Die ist eine grosse, dunkle mit roten Haaren. Mega gut. Das ist eine richtige Powerfrau. Das war cool. Okay. Und dann gibt es halt noch eine Best in Show, wo halt alles zusammengewertet wird. Und dort hat das Cosplay gewonnen von Phoenix Immortals Rising. Und schon, als ich die auf der Bühne gesehen habe, performen, so, voll cool und so. Die hat wirklich die ganzen Hanteln und so selber gemacht und mit auf die Bühne genommen und so, als würde sie voll trainieren. Das war so nice. Ich hatte hohe Freude gehabt. Vor allem haben wir so einen Tag vorher oder 2 Tage vorher haben wir gedacht, wenn ich das Cosplay machen würde, ich glaube, so ein Phoenix-Cosplay, das wäre noch so easy. Da würde ich jetzt also noch mitmachen. Recht cool gewesen. Also ich sehe dich auch in vielen Cosplays, Steffi. Ich sehe mich auch in vielen Cosplays. Aber auch in anderen auch so. Also ich habe jetzt an Hotdog gedacht, den wir eigentlich abgemacht haben. Ja, ich habe gemeint, ich wollte den Burger. Mann, ich hätte mal den Burger sein, aber ist okay. Burger sein. Nein, also ich muss wirklich sagen, ich habe mal tatsächlich mir so überlegt, wow, so ein Cosplay. Irgendwann in meinem Leben mache ich mir mal eins, aber es ist halt echt wahnsinnig zeitaufwendig und das unterschätzt man schon extrem. Also ich habe schon in der Vergangenheit viel mehr mit Cosplayern unterhalten und das steckt halt teilweise wirklich Hunderte, wenn nicht sogar fast Tausende von Stunden an Arbeit in diesen Cosplays. Und das ist wirklich das ist Wahnsinn. Darum es gibt auch solche, die das Vollzeit machen, die halt dort dann auch in der Jury präsent sind zum Beispiel. Dort hat es ganz tolle Miss Fortune gehabt. Wahnsinn, hat die ausgesehen. Wow. Das sieht halt aber schon Wie toll aus. Wie hast du das ausgesprochen? Du meinst ja Miss Fortune? Miss Fortune? Ja, du hast gesagt Miss Fortune. Ich sage dir so mal wieder, wenn du statt Roster Rooster sagst. Ein E-Sports-Team hat nichts mit einer Hand zu tun, Nico. Ist okay. Oh Gott. So Zeug merkst du, ne? Ja, und wie merke ich mir das? Ich muss das Shit schneiden, Nico. No. Nein, egal. Okay. Nein, Zero Fest an sich wirklich mal wieder eine coole Messe gewesen. Klein, aber fein, das muss man schon sagen. Es besteht halt schon nur aus 2 Hallen. Also man hat es schon schnell gesehen. Also man ist schnell durch, das muss man halt eben schon sagen. Also der Eingangsbereich zählt jetzt mal nicht. Aber es ist halt deutlich kleiner als ein Fantasy Basel oder Zürich Popcorn. Hat natürlich aber auch weniger Bullshit, sage ich jetzt einmal. Also mit Bullshit meine ich so da die Standverkäufer, die ihr Zeug bei Wish bestellen und dann für das 500-fache. Die haben Daseinsberechtigung, Steffi. Das kannst du ja, nicht machen. aber schon haben die Daseinsberechtigung, natürlich. Aber
von denen hat es halt am Hero Fest weniger und ich persönlich schätze das sehr. Also, Yes. dann nehmen wir das als dein Statement an. Was hast du Zeit gehabt, bei den Artists vorbeizugehen? Ich bin schnell so ein bisschen durchschauen, ja. Also es hat natürlich auch dort deutlich weniger gehabt, als jetzt eben an der Zürich Popcorn oder an der Faba. Sie haben irgendwie vielleicht ein Viertel von einer Halle gefüllt, also wirklich sehr wenig. Aber ja, also auch dort jetzt muss ich schon sagen, es ist vielfach halt Zeugs, das man halt schon gesehen hat. Also es sind halt, man muss halt, glaube ich, die Artists entweder wirklich sich es viel Zeit nehmen, um zu schauen, was sie haben, um ihre Kunst anzuschauen, um schauen, was sie so machen und eventuell etwas kaufen. Oder man muss sie vorher schon kennen und wissen, dass sie dort sind. Und jetzt das Mal bin ich aber nicht so wirklich an die Stände her, wo ich wirklich eigentlich nichts kaufen wollte. Weil ich jetzt die letzten 2 Messen schon genug gekauft. Das stimmt. Du hast ein bisschen geshoppt, gell? Yes, habe ich. Ja, aber Auch das bei ist ja auch Künstler. gut. Ich finde auch so als Künstler und so, wirklich teilweise, hey, Wahnsinn, was die alles herzaubern, das ist echt Wahnsinn. Ja. Fix, es ist auch, eben, ich habe jetzt so eine Kollegin, die geht fast an jede Con Mhm. mit ihrem Stand und Aber mit die einem zieht das Stand wirklich sogar. durch. Nice. Ja. Ja, es ist nochmal etwas anderes, wenn du mit einem Stand dort bist, als wenn du privat als Besucher gehst. Ja, genau, natürlich, ja, sicher, auf jeden Fall. Weil eben, das ist eine Investition, gell? Definitiv. Das habe ich mir auch gedacht, übrigens, bei diesen Leuten vom Indie, von den Indie-Ständen, weißt du, von den Indie-Games. Habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, oh wow, wenn du hier dein Indie-Game kommst vorstellen und nachher weisst du auch nicht, dein ganze Geld schon in die Programmierung von diesem Game gesteckt, weil ich meine, die meisten von denen, wenn sie ja noch niemanden haben, der das Geld gibt, kein Geldgeber oder so, dann stecken sie ja das meiste Geld selber rein in die Programmierung. Und dann musst du noch so einen Stand mieten und nachher hast du vielleicht noch das Pech, dass gerade niemand zu deinem Stand kommt. Ja, es ist... Es hat wirklich dort Leute gegeben, die mir ein bisschen leid da haben. Weißt du, was ich meine? Dass sie wirklich. Ja. Ich weiss es, der Mensch, ja. Aber ich hoffe nicht, dass das sein Highlight war. Nein, das ist ein Lowlight. Also Lowlight, nein, es ist einfach es hat mich zum Nachdenken angeregt. Und es ist einfach mega schön zu sehen, dass sich die Leute immer noch in die Richtung Selbstverwirklichung punkto Gaming pushen. Absolut. Immer wie mehr. Und das ist mega, mega schön. Und ich unterstütze das immer, wo ich kann. Die Steffi übrigens auch. Was ich mega cool gefunden habe, ist, dass ich gesehen habe, dass du mit den Leuten zum Beispiel vom Dreamhunt Studio, ja! Vom Dreamhunt Studio, ja genau. Das habe ich mega cool gefunden. Anspielen. Es ist so cool. Ich habe es etwa eine halbe Stunde angespielt, live in einem Stream. Es war echt cool. Ja. So ein herziges Spiel. Ich hatte echt Freude gehabt, dass ich das anspielen darf. Zusammen mit einem Entwickler, der mir über die Schulter geschaut hat und mir ein paar Tipps gegeben hat und ein bisschen erzählt hat und so. Echt cool. Ja, das war also eines meiner Highlights gewesen, definitiv. Ja. Das ist so ein richtiges Hands-on-Erlebnis, ne? Wenn du den Entwickler nebendran hast und Voll. du kannst einfach mit dem quasi darüber reden, was sie wie gemacht haben. Absolut, ja. Das ist ganz toll. Aber ja. Genau, auch eines der Highlights, oder? Absolut, Steffi, ja. Hero Fest, klar, aber wie gesagt, klein aber fein, geht mir eigentlich jedes Jahr wieder gern, wenn es dann stattfindet. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen mit den Gaming-Messen von diesem Jahr. Jetzt gibt es keine mehr bis nächstes Jahr. Heisst nicht, dass nichts mehr auf uns zukommt. Das bleibt auf jeden Fall spannend, weil wir haben ja jetzt haben wir ja dann noch Halloween, dann kommt noch Black Friday, Cyber Monday und der ganze Schissel und dann kommt ja schon Weihnachten Ja, und es bleibt auf jeden Fall rambazambiös. Nice! Was für ein geiler Neologismus. Ja, rambazambiös, das habe ich jetzt erfunden, nice. Das Wort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht gegeben hat vorher. Das gibt es nicht. Nein, aber ich bin gut im Wörter erfinden. Mega. Aber ja, ich würde sagen, hey, wir starten mit unserem ersten Buff-Thema und zwar Pizza. Und ich meine, wer sagt schon nicht Nein zu Pizza? Oder sagst du Nein zu Pizza, Nico? Oh, die schöne Überleitung. Jetzt habe ich jetzt so Hunger bekommen, wo du Pizza gesagt hast. Ja und nein. Natürlich sage ich immer Ja zu Pizza und ich sage nie Nein zu Pizza. Und zu Pizza Hawaii.
Pizza Hawaii. Ich habe es sehr gerne, ja. Bin ein guter... I like pineapples on my pizza, ja. Ja, Auf jeden Fall. Pineapples on my pizza, I like too. But no Schinken. Darum habe ich Pizza Hawaii nicht gerne, das ist so weird. Ja, du darfst mich jetzt alle blamen. Ist mir gleich. Einfach ohne Schinken in Ja. dem Fall. Einfach gerne mit... Aber ja, finde ich auch okay. Finde ich voll okay. Also der Schinken muss nicht immer drauf. Das Also finde ich habe weißt, Pizza, also sie darf schon mit anderen Sachen belegt sein, aber ich habe einfach Schinken auf der Pizza nicht so gerne bei Pizza Hawaii. Aber Pizza ohne also Pizza Margherita mit nur Ananas wäre auch weird. Aber egal, es geht jetzt grundsätzlich um Pizza. Pizza, Okay, erzähl, genau. Es Nico. geht grundsätzlich um Pizza, weil ich bin jetzt gerade schon wieder abgedriftet und habe wieder Pizza-Lust bekommen und mir gerade überlegt, ob ich mir eine Pizza bestellen soll. Genau um das geht. Mach's, aber Pizza näher. bestellen. Und zwar kann man das jetzt, oder nein, man kann es nicht natürlich, weil bei uns in der Schweiz ist es natürlich wieder mal nicht möglich. Ja. Aber in den USA hat es geschafft, ein Modder hat es geschafft im Oblivion, also wenn ihr es noch kennt, Elder Scrolls Oblivion ist auch das Game ist auch älter als die meisten, die jetzt zulassen oder zuschauen. Dort hat es einen Mod gegeben, oder gibt es einen Mod, wo man Pizza bestellen kann. Und zwar, das ist kein Witz, man kann in-game mit einem Charakter reden, wo man nachher da kann fragen hey, oder wo ihm nachher fragt, hey, willst du Pizza bestellen? Und man kann dem Charakter nachher eigentlich sagen, ob man den Usual will oder ob man eine Customized Pizza will. Und also das ist kein Witz, man geht zu dem Charakter her, man redet mit ihm und er fragt, I assume you are here to order pizza. Und nachher sagst du ihm, ja, gerne den Usual. Und nachher hast du innerhalb von 30 Minuten deine Pizza an der Tür. Und zwar von Domino's. Domino's hat zusammen mit dem Modder die Mod quasi installiert. Oder gemacht, dass es möglich ist. Und der NPC namens Pizza Nicky's Black steht dort auf dieser Straße, wenn man weiss, wo er ist, der Mod installiert hat, kann man zu ihm hergehen, Pizza bestellen und 30 Minuten später steht der Lieferant vor der Tür mit einem Bag und ihrer Bestellung. Und also es ist kein Joke. Es hat sogar einen gegeben, der es getestet hat. Und das ist einfach ein mega, mega cooles Gimmick. Und Steffi, was würdest du für einen Charakter in welchem Spiel am liebsten haben, wo du könntest fragen, für etwas zu essen zu bestellen? Ich zum Beispiel stelle mir vor, so in einem Witcher oder so, kannst du einfach so einen Koch anreden und nachher sagst du ihm irgendwie, ja, du willst keine Ahnung, Döner bestellen und in den nächsten 20 Minuten kommt der Döner an. Es wäre eben schon hure fancy. Also, du musst ja natürlich mit dem Internet verbunden sein. Das ist ganz klar, sonst natürlich. funktioniert es ja nicht. Also, das ist schon mal klar. Die Frage ist natürlich auch, ob es ein MMORPG muss sein oder ob es auch okay ist, wenn es einfach ein Singleplayer ist. Also grundsätzlich finde ich es einfach hure geil. Also ich habe mir das vorher so vorgestellt, hey, weißt du, das früher hat gegeben, irgendwie in WoW oder so. Das wäre ja, weißt du, wie geil gewesen. Und ich bin schwer dafür, dass es diesen Mod hier in der Schweiz auch gibt. Kann irgendjemand den bitte programmieren? Und dann uns Bescheid geben. Ich würde das gerne ausprobieren. Ich finde es so gut. Also klar, du musst natürlich auch irgendwie deine... Also die Frage ist natürlich, was du dann alles musst hinterlegen und wo das hinterlegt ist und wie safe deine Daten sind. Das kommt natürlich so ein bisschen auf das darauf an, nicht, dass es dann plötzlich ein Datenleak gibt und alle grossen Streamer oder so, YouTuber, die das austesten, alle ihre Adressen werden dann geleakt und Telefonnummer und überhaupt. Das wäre gar nicht so gut. Aber ich wäre voll Fan, eben, so wie du gesagt hast, irgendwie bei einem Koch, was quite obvious ist, sage ich jetzt mal, einfach können Essen bestellen. Ja, das Sushi wäre auch nicht schlecht. Weißt du, was geil wäre? Wenn du irgendwie in einem, ich sage jetzt einfach grundsätzlich mal in einem MMORPG könntest du Fisch fangen und dann könntest du den Fisch abgeben im Angerhäuschen und dort kannst du dann Sushi bestellen. So alle, hey, ich habe Fisch gebracht, bring mir Sushi. Das wäre so gut. In welchem Game bist du jetzt die ganze Zeit am Fischen gewesen? Ja, Disney's Dream Valley, oder? Ich bin immer am Fischen, wenn ich die Möglichkeit habe. Du kannst sogar bei Hades fischen. Ich sage ja, in jedem guten Game kannst du fischen. Bei den Zelda-Games kannst du auch immer fischen. Also du bist vor allem
für Komplimente am Fischen, so wie ich dich kenne. Sonst, weiss Nein, das habe ich was nicht du nötig. noch- Die kommen ja so über. Ah. Nein, auf jeden Fall, Steffi der Fischer, falls der, falls der eine Fishing-Ausbildung braucht, Steffi weiss genau, wie man fischt. Auch in-game, ja. Hey, du kannst sogar in In-game. Fortnite fischen, come on. Also von dem her. Steffi weiss, wie man mit einer Route umgeht. Fischerroute, meine ich. Fischerroute umgeht. Nicht, dass man nicht falsch versteht. Ja, ist gut. Ja, mhm. Genau, ja. Also, weiter im Text. Wir waren beim Thema Fischen gewesen, genau. Ja, wo du nicht und kannst zwar- fischen, ist Mario Kart. Nicht Mario Kart, ja, Mario Kart auch nicht. Aber grundsätzlich glaubst, wenn ich es recht im Kopf habe, kannst du in keinem einzigen Mario-Game fischen, oder? Ich weiß es nicht. Also, kannst du mit einem warte schnell. Mario Ich fischen? habe gemeint, im Super Mario 64, einem von den ersten, hast du irgendetwas hast können fischen. Beweist natürlich, dass die meisten Mario-Games schlecht sind. Nein, natürlich nicht. Aber ja, auf jeden Fall, es geht jetzt nicht ums Fischen. Es geht um etwas ganz anderes. Und zwar, Leute, euch ist bewusst, dass das letzte richtige, offizielle Super Mario Bros. Game vor 10 Jahren erschienen ist. Vor 10 Jahren. Auf der... Ist das echt noch... die Wii gewesen? Kann das sein? Wahrscheinlich Wii. ist es die Wii gewesen. Aber nicht Wii U. Auf jeden Fall ist es Super Mario Bros. 4 gewesen. Ich frage mich echt sofort, wenn jemand den Podcast hört und er achtet gerade nicht so drauf, was du sagst, ist so ein bisschen abgeschweift und nachher hört er einfach das Wii. Oh shit, ich sollte wieder zulassen. Gut, schon habe ich deine Aufmerksamkeit zurück, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Nein, es ist tatsächlich das New Super Mario Bros. U gewesen, also auf der Wii U. Das war der letzte Teil, der rausgekommen ist, vor exakt 10 Jahren. Und seither gibt es kein 2D Super Mario Game mehr. Und was natürlich sehr schade ist, weil das ist ein super beliebtes Game. Und jetzt hat tatsächlich einfach ein Fan gefunden, er nimmt das selber in die Hand und hat jahrelang ein komplettes 2D-Mario-Game erarbeitet. Und das kann man sogar spielen. Es gibt also ein, ich sage jetzt mal, halb offizielles Super Mario Bros. 5. Und zwar ist das der Metroid Mike 64 und der hat innerhalb von etwa ungefähr 1000 Arbeitsstunden über die letzten 7 Jahre das Game, ich sage jetzt nicht programmiert, sondern erstellt. Und zwar hat er das im Super Mario Maker 2 gemacht. Da gibt es übrigens auch bei uns im Shop. Und wenn ihr das habt, könnt ihr das spielen. Also das ist die Fan-Edition vom Super Mario Bros. 5. Und es ist tatsächlich sehr nah am Original, also beziehungsweise alle Original-Games. Es hat eben die ganzen bekannten Blöcke und die ganzen bekannten Gegner und echt alles, was man so in diesen Jump-and-Run-Games von Mario kennt. Und es hat total 40 Level in 8 verschiedenen Welten. Und wenn ihr das spielen und ihr habt Super Mario Maker 2, dann könnt ihr jetzt euch schnell ein Zettel nehmen, schnell Pause drücken, Zettel nehmen, Papier, also einen Stift nehmen und euch aufschreiben. Und zwar ist die ID von dieser Welt bzw. von diesen Level ist 0G9-XN4-FNF. Unter dieser ID findet ihr das ganze vergnügsame Super Mario Bros. Umgekehrt 5 Erlebnisse. Vergnügsam. Yes. Und er hat auch wirklich sehr, sehr lange gebraucht, für das von der Wii U auf die Nintendo Switch zu wechseln. Also er hat wirklich Block für Block basically alles müssen neu erstellen, irgendwie so. Und ja, testet es aus, have fun. Und falls ihr es macht, gebt uns Bescheid, wie es sich spielt. Unbedingt. Ihr wisst ja, im Discord übrigens bin ich dort jetzt auch joined. Ja, ich habe es gesehen. Hey, ich habe mir auch gedacht, so, wow, Nico, wow. Wir haben seit einem Jahr Discord und du bist jetzt dazugekommen.
Der Rebell, einfach unglaublich. Nein, Wie du siehst, der Nico nimmt die Regeln nicht so an. Nein. Nee, hallo. Hallo. Hallo, hi, hello. Hello. Hoi. Also nein, ich bin auf jeden Fall jetzt auch gejoint. Gescheunet. Schau, dass du so gescheunet hast. Ich bin auch gejoint. Und ja, ihr könnt im Discord jetzt weiterhin neue Ideen und Themen abgeben für den Podcast, aber halt eben auch, was ihr für lustige Erlebnisse gehabt habt mit dem Super Mario Bros., wo euch Steffi jetzt der Cool Quote dafür gegeben hat. Unter anderem, yes. Genau, wer ihn nicht hat doch aufschreiben, der könnt den Podcast hören, dann noch einmal und dann noch einmal schauen, kein Problem. Genau. Super Mario, noch schnell Steffi, zu deinen Super Mario Erfahrungen. Wie viel Super Mario hast du gespielt? Nie. Nie? Nein, Okay. nie würde ich es nicht sagen, aber basically nie, weil ich es nie selber. Ich hatte das Mario Maker Ace gehabt. Das ist actually echt cool, wo du die ganzen Level kannst selber gestalten. Und klar, es gibt natürlich die ganzen Trolls, die die Level so derart schwierig machen, dass ein Normalsterblicher es nicht schafft. Aber ich weiß nicht, die Super Mario Bros. Jump'n'Run sind irgendwie nie mies gewesen. Ich bin halt mit Zelda aufgewachsen und an Zelda ist Mario in meinen Augen halt einfach nicht angekommen. Ja, okay, ja gut. Aber es gibt ja wenig, die für dich herkommt. Ja, das ist so. Genau. Das Einzige, was ich hör auf. Das Einzige, was ich jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, was ich gespielt habe, Super Mario, ist Super Mario 64 tatsächlich. Aber wenn meine Mom eine Freundin besucht hat, dann damals am Bodensee, dann haben wir immer mit denen ihren Söhnen Super Mario 64 gespielt. Das war ganz cool. Es hat mir immer sehr gefallen. Und ja, sonst halt Mario Kart, ist aber auch nicht so mies von dem her. Ja, also ich bin nicht sehr vertraut mit dem Super Mario-Universum. Also da kenne ich mich bei Zelda deutlich besser aus. Okay. Also, ich muss auch sagen, Super Mario Brothers 2 ist das, was ich am meisten gespielt habe. Und zwar was, wirklich? habt ihr fest auf dem Gameboy von meinem Grossi. Oh Mein Grossi hat das also sie hat einen Gameboy gehabt? Ja, ist ja Gameboy cool. Und sie hat selber immer Gameboy gespielt. So geil. Was hat sie denn drauf gespielt? Eigentlich immer nur Super Mario Brothers. Ja, aber so also, cool. Nur das Spiel gehabt. Egal, geil. Und dann, wenn wir sie besuchen, haben wir immer den Gameboy haben. Und dann habe ich natürlich dann schon einfach reingesuchtet mit dem Gameboy. Fair enough. Und sie hat mir auch noch gesagt, ja, aber du musst nicht den abstellen, gell? Und dann tun wir schlafen. Und ich natürlich, ja, klar. Dann unter der Bettdecke weitergemacht. Bis ich so viel gespielt habe, dass mir die Melodie vom Game... Das war wirklich scary, nicht mehr aus den Ohren gegangen ist. Also ich habe die so ganze Zeit die Melodie gehört. Mhm. Ja, ich habe die ganze Zeit die Melodie gehört. Scheiße. Immer das, weißt du, von dem Aber das habe ich auch, wenn ich ein Game so lang und intensiv spiele, dass ich die Musik nicht mehr aus den Ohren rausbekomme. Und dann habe ich aber das Gefühl, ich höre sie, obwohl es gar nicht da ist. Aber das sind so die Phantomgeräusche. Wenn man das Gefühl hat, das Nattel läutet zum Beispiel. Das kennt sicher der eine oder andere, wenn man so das Gefühl hat, mein Nattel läutet. Und dann schaut man drauf, so, nein, doch nicht. Das ist so ein genanntes Phantomgeräusch. Ganz interessantes Phänomen. Ja, wirklich. Aber nein, natürlich dann für mich mit, keine Ahnung, 11, 12 oder sogar 10, 9, 10 einfach scary. Wirklich ja, gut, scary. fair, ja. Ich habe nicht mehr gewusst, wo das jetzt herkommt. Und ob ich habe 100-mal gecheckt, ob jetzt der Gameboy wirklich abgestellt, weißt du? Und ich bin so in eine Panik hineingekommen, so, hey, wovon kommt jetzt die Musik? Arme kleiner Nico. Oh. Ja. Aber eben, das war so ein bisschen Ausflug. Das sind meine Erfahrungen mit Super Mario Brothers. Sehr schöne Zeit gewesen. Ja, und vor allem irgendwie, damals hat es noch viel mehr irgendwie so. Also Gameboy ist ja, ich meine, fast jeder hat doch einen Gameboy gehabt. Oder also jeder, der irgendwie ein bisschen gegamet hat oder so, hat doch irgendwie einen Gameboy gehabt. Und Nintendo war ja eigentlich bekannt dafür, dass sie immer ein bisschen an diesem System festhaben. Und also sie haben ja auch immer einen 3DS gehabt.
3DS, 3DS XL und so weiter, also die Handheld-Konsolen, sie haben immer an dem irgendwie festgehalten. Bis sie dann irgendwie sich selber müssen sagen, okay, es scheint auch nicht mehr wirklich zu funktionieren. Und dann haben sie ja die Switch rausgebracht, gell? Jetzt dann haben sie basically 2-in-1 gehabt. Und dann ist plötzlich Valve gekommen mit dem Stream Deck. Jetzt ist Logitech gekommen mit einem eigenen Handheld. Und jetzt kommt noch Razer nochmal mit einem eigenen Handheld. Tell us more. Nico. Genau, so ist es. Also, Handhelds. Hey. Also, für die anderen. Was? Es ist wie die Eistees. Jeder Volltrottel-Influencer hat seinen eigenen Eistee. Und jetzt muss einfach jede Firma ihr eigenes Handheld haben, oder was? Das läuft da. Sorry, wenn ich es so sage, aber... Da ist schon recht... Ja, ich glaube, das Ding von den Handhelds ist einfach, das gibt es ja eigentlich schon lange. Ich meine, wir haben ja Sony PSP gehabt, und die ganzen Nintendo 3DS und so. Genau. Aber es hat sich halt alles entwickelt, viel mehr in einen kleinen Computer. Also wirklich... plötzlich ist die Switch gekommen. Genau. Und ich glaube, der Vorteil an dem, was wir jetzt betrachten, dass nämlich das Razer Edge Gaming Handheld, das ist halt einfach, dass es ein Android-Handheld ist. Also es ist sicher nicht das erste von seiner Art, aber ich finde, Android bietet ja immer mega viel, wie soll ich sagen, Open Source ein bisschen mehr Möglichkeiten, was man darauf installieren kann, etc. Beim Razer Edge ist es so, dass es zusammen mit einem Kishi V2 Pro Controller ausgeliefert wird. Es ist mit einer Snapdragon G3X von erster Generation ausgestartet und hat ein 144 Hz AMO-LED Display. Also ist sicher von diesen Spezifikationen nicht schlecht am Start. Und es ist schon so, dass es Cloud Gaming kompatibel ist. Das heisst, also hat Google Stadia doch drauf funktioniert? Schon blöd, haben die jetzt abgestellt. Genau. Also neu ist nicht abgestellt, noch läuft Google Stadia drauf, ja genau. Ja, genau. Ja, ist aber auch blöd, wenn du jetzt noch Google Stadia zulässt. Ja, don't do that. Ja, don't do that. Google Stadia, nein. Also, aber eben zum Beispiel Xbox Game Pass Cloud Gaming, also Xbox Cloud Gaming, könnt ihr da drauf spielen. Oder eben, ihr könnt auch einfach von eurer Xbox-Konsole auf das Gerät streamen, das geht auch. Es gibt es aber vorerst nur in den USA. Oh, wer hat es gedacht? Genau, es gibt es vorher nur in den USA und jetzt frage ich mich natürlich ein bisschen... In-Game-Pizza-Ordering gibt es nur in den USA, das gibt es nur in den USA. Ich frage mich ein bisschen, ob wir So mit unseren Game News ein bisschen unsere Location vergriffen haben. Mit ein bisschen Gaming News für die USA. Eigentlich sollte es im Crit sein. Nico, warum ist es nicht im Crit? Ich weiß es nicht. Nein, aber sind wir ehrlich, aber kurz oder lang kommt es so zu uns. Ich glaube, wenn es dort ein Erfolg ist, kommt es so zu uns. Ja. Und wir sind ja gerne ein bisschen am Buffern. Genau. Wir sind ja gerne ein bisschen am Buffern. Wir tun gerne... Steffi, du bitte Buffern. Mach so ein Freeze-Bild. Buffer jetzt. Ah ja, du bist wirklich dran. Oh mein Gott. Es ist so nicht lustig für euch, die zulassen. Es tut mir so leid. Ist dir das sehr raus, ist okay. Manchmal haben wir einfach... Hey, wir haben Spass im Stream, ist doch gut. Ja. Also sagen wir so, ich schneide das nicht raus. Und das nächste Mal können wir einfach auch zuschauen. Am Montagnachmittag ab den 3 Leuten. Yes. Genau, am Montagnachmittag ab den 3 könnt ihr die 2 Klone hier sehen. Yes. Also die Klönin und der Klon. Wir haben sogar noch Gesichter zu der Stimme. OMG! Ja, genau. Aber ja, also gibt es noch etwas anderes Spannendes zum Razer Edge? Nein. Okay. Also ja. Okay. Just another handheld. Okay. Ist gut. Nein, warte schnell. Also, ja, was noch spannend ist
dass es nur die Standardversion gibt im Moment. Für 399 US-Dollar. Also 400 US-Dollar. Und die Founders Edition kommt noch nachher. Und die ist 499 Dollar. Und Also, was kann die mehr? die hat noch inklusive Razer Hammerhead True Wireless Earbuds und gibt eine Wi-Fi-Variante. Also, Aha. und eine G5G-Version soll auch noch folgen in Kürze. Wir werden es sehen, wir sind gespannt. Razer macht ja grundsätzlich nicht so schlechtes Zeug. Hm. Und ich finde es immer spannend, wenn eben so jemand näher ein Handheld rausgibt. Vielleicht hier schnell der Sprung zum Steam Valve Handheld. Hast du das mittlerweile mal testen, Steffi? Oder hast du das Man noch kann es in nicht? der Schweiz immer noch nicht kaufen. Also Ah, ich okay. müsste in Deutschland bestellen, aber ehrlich gesagt wollte ich noch ein bisschen warten, bis die ersten Baby-Bugs, sage ich jetzt einmal, ja, wieder ausgemerzt sind, sagen wir so. Oder wenn so etwas Neues entwickelt wird, gibt es ja immer, ja, erste Gen ist immer so ein bisschen, hat noch Fehler drin, kann optimiert werden, halb, also plus minus ein besserer Prototype. Und darum würde ich so Sachen grundsätzlich mal rauslassen und dann erst das Second Gen oder so sogar Third Gen kaufen. Hört auf die Steffi, sie weiss, sie ist Handheld-Profi. Nicht wirklich, aber das ist bei anderen Sachen auch so. Das ist bei der PlayStation und bei der Xbox eigentlich auch so. Du solltest eigentlich nie die erste Variante kaufen. Aber ich habe auch die erste Variante von dir bekommen, Steffi. Von mir? Was soll ich denn jetzt machen? Ja. Was von mir? Ja, ich hätte lieber auf das Update gewartet. Von mir hast du gar nichts bekommen. Jetzt habe ich immer eine, die buffert. Während dem Stream. Wow. Es gibt kein Steffi-Update, das nicht buffert. Sorry. Ich laufe seit 32 Jahren. Also, ohne Problem. Da darf ich ab und zu buffern. Das ist gut, das finde ich super. Wir springen gerade zum nächsten Thema, das mit Buffern nicht viel zu tun hat, dafür mit plötzlich aufeinander biegen. Und zwar, aber virtuell, Minecraft, wohl bemerkt. Minecraft. Genau. Virtuell plötzlich aufeinander biegen. Nein, Minecraft natürlich ein riesen Thema. Haben wir ja auch in der letzten Episode wieder gesehen, wo da der YouTuber, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Chris Takao, das ganze, also, ja, das ganze Universum nachgebaut hat. Hey, wenn ihr das nachhören, was euch interessiert. Letzte Episode, Nummer 33, mega krass gewesen. Aber ja, Minecraft kommt jetzt ein neues Update über, und zwar als 1.20. Das erscheint nächstes Jahr. Da in der Vergangenheit ein paar Mal müssen Updates verschoben werden, will man jetzt nicht mehr ein genaues Datum nennen. Das Datum kommt aber dann sicher irgendwann mal rechtzeitig wird es announced, also so, dass ihr es auf jeden Fall mitbekommt. Das kommt nächstes Jahr. Da werden diverse Neuerungen natürlich auch wieder kommen. Einerseits kommt neu dank dem Mod, Mann, wenn ich es aussprechen kann, Mod, nein, nicht, Mob-Vote, so, shit. So. Steffi, come on. Ja, ich muss immer an Mod, weißt du, Streaming-Mod und an Game-Mod und so denken. Mit Bubble. Genau. Nein, der Mob-Vote, dort haben tatsächlich, also Gamer, die Spieler, die Community können zwischen 3 verschiedenen Sachen wählen, was sie gerne im Game möchten haben. Also sie haben sich für einen Sniffer entschieden. Und daher wird es so implementiert, dass du in Unterwasserkisten wirst Eier finden von Wesen, die eigentlich schon seit langer Zeit ausgestorben sind. Und die Eier kannst du dann an Land ausbrüten und aus denen schnackt dann, hat gesagt, schlüpft dann ein Sniffer. Keine Ahnung, wie die aussehen. We will see. Ich selber spiele, wie gesagt, kein Minecraft. Auf was für Substanzen sind die her, wo sie das entwickelt? Also sorry. I don't das know. klingt ja wie... Okay. Ja, das heisst so. Ich weiss nicht warum. Auf jeden Fall, die neuen Features, die es noch wird haben, zusätzlich ist, es gibt ein neues Reittier, und zwar das Kamel. Ich finde zwar, es sieht eher aus wie ein Dromedar, wo das Kamel hat 2 Höcker und das Dromedar nur 1 Höcker. Und das, was man in Minecraft sieht, ist, hat 1 Höcker. Also von dem her, ja, meiner Meinung nach 1 Höcker ist ein Dromedar. Darum ist nicht ein Kamel, sondern ein Dromedar. Das ist richtig. Gell? Finde ich auch. Was ist der 3 Höcker? Gibt's nicht.
Mal ein Das ist Trimedar. ein Hornkamel. Sorry. Auf jeden Fall kannst du mit einem Zweiersattel näher romantisch das zweite schön durch in Sonnenuntergang reiten. Oder eben dashen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe Musst das du nicht nicht. verstehen. Es ist so Blöckli. Ja, musst du nicht verstehen, Nico. Okay, Jeder wie er will, okay? Ja, ist gut, ja. Zusätzlich, also ich glaube 2017 ist Bambus eingeführt worden, aber Bambus wird jetzt mit dem neuen Update auch zum voll funktionsfähigen Bauholz. Man kann sogar Floss bauen. Neu gibt es ja auch Hängeschilder, also nicht nur normal die Schilder, die du aufstellen kannst, sondern Schilder, die hängen. Yay. Was aber mega cool ist, es gibt interaktive Bücherregale. Also nicht so, dass man die Bücher lesen kann, sondern dass du die mit Redstone kannst kombinieren und dann kannst du zum Beispiel Keimgänger stellen. Also wenn du ein Buch rausnimmst, dann geht das Bücherregal auf die Seite und du kannst die Tür, ja, halt so, ja, wie so in einem Escape Room Game oder so. Ich finde es cool, ich finde das irgendwie witzig. Und Ja. dann gibt es noch, last but not least, per 29. November schon, also noch dieses Jahr, total, oh, ich weiß gar nicht, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, 7. 7 neue Skins. Und zwar ein bisschen diversere. Es gibt ja einfach der Steve und die Alex, das sind also die Standard-Skins, die man ja eigentlich hat, je nachdem, ob man männlich oder weiblich wählt in Minecraft. Und jetzt gibt es aber neue. Jetzt gibt es ja noch Sunny, Kai, Makena, Suri, Efe, Ari und Nur. Ja, ein paar diverse Skins, die es schon ein bisschen mehr als in einem Monat schon gibt. Yes, es kommen ein paar Neuerungen auf euch zu, liebe Minecraft-Spieler und Spielerinnen. Es klingt sehr gut. Hey Steffi, mir ist gerade ein blöder Witz in den Sinn gekommen. Erzähl Ich die sage ihn jetzt Blödwitz. nicht. Nein, ich sage ihn jetzt nicht. Mo, du hast ihn angeteasert, Nein. jetzt musst du noch sagen. Nico, du kannst nicht einfach Am kommen. 1. Stell dir mir August einen blöden Sinn, Witze sind noch hin. Und dann denke ich, aber ich sage dir nicht hin. Was ist das? Am 1. August hat es auf dem Rüti auch diverse Skins, kann ich sagen. Aber alles gut. Ist gleich. Lassen wir es sein. Kann ich wissen, nächstes von Thema. was für Skins du redest. Aber ist gut, ja, machen wir. Also. Wir machen Du bist böse evil. Witze. Du bist evil, Nico. Der Nico macht wieder sehr böse Witze, schwarzer Mhm. Humor hier am Ja. Stissel. Evil West. Wie gut ist der Co-op-RPG-Shooter wirklich? Hey, ich muss noch schnell sagen, Evil West, Jungs und Mädels, ich bin schon ein bisschen angefressen. Ich habe ein paar diverse, verschiedene variable Trailer gesehen. Also du hast nur einen Trailer gesehen, du hast es selber nicht gespielt. Nein, ich kann ja noch nicht, es ist ja noch draussen. Ha, ja, wir haben noch nichts erfahren von dir, Nico. Erzähl ein bisschen, was das für ein Spiel ist. Was kann es, was macht es, was tut es? Ich habe nur Also, gesehen, es dass ist es ab so. 18 ist. Genau. Es ist ja so, wenn jemand von euch vielleicht Games kennt wie A Remnant from the Ashes, so ähnlich kann man sich Evil West vorstellen. Das ist eigentlich wie ein RPG, also schon fast geht in eine Richtung Souls-like, wo man aber eben als Co-op-Team kann spielen. Also man kann die ganze Kampagne zu zweit durchspielen. Und solche Games sind für mich halt einfach schon ein gefundenes Fressen. Also ist es Couch-Coop? Nice. Ich glaube, es ist sogar Couch-Coop, ja. Ich muss es nochmal nachschauen. Aber es ist auch mal Co-op und das ist das, was für mich zählt, weil dann Ja. kann ich es mit meinem Co-op-Buddy spielen. Und es ist ganz, ganz ein weird Setting. Und zwar bist du eigentlich einerseits im Wilden Westen und hat halt das Ganze hat halt aber auch noch ein bisschen Fantasy und Science Fiction drin. Also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich recht viel. Und das macht das Ganze sehr weird. Es ist also quasi das Wild West Horror, Fantasy, Science Fiction Setting. Sehr, sehr weirde Combo. Aber es hat mich direkt gepackt. Also ich möchte unbedingt Evil West spielen. Entweder spiele ich es allein oder dann halt mit einem gewissen Kollegen, den ich noch überzeugen muss. Ich muss ihn nämlich jedes Mal überzeugen, ist immer das Gleiche. Weil
einfach, ja, die Action, es hat gute Hack-and-Slay-Parts drin, es hat coole Missionsparts drin, Quests sehen gut aus, die Monster sind nice, es spritzt viel Blut. Bäh. Ist genau das, was ich brauche. Es Das ist genau kannst das, was ich entweder nicht kann oder brauchen. Nahkampf. Ja, aber Steffi, schau, das ist ja auch gut so, Ja, oder? Ich meine, das du, darfst du allein gehst spielen. lieber auf einer grünen Wiese gehen, rosarote Blümchen pflücken Ja. und ich mache halt lieber, köpfe halt lieber Leute, okay? Das ist eigentlich gar nicht so verschieden. Ich meine, du nimmst ja die Blumen Ich von der köpfe Wiese, so Blumen mit und du Köpfen pflückst Menschen. auch. Ist Ja, gut, genau. passt Ja, perfekt. ich köpfe Blumen und pflückst Menschen. Genau, also Evil West, ja, es Bin ich in dem liegt Fall mir am Evil Herzen, das East? auszuprobieren. Nein, egal. Ja, ich denke, du bist Evil East. Ich muss wirklich ganz schnell noch nachschauen, weil vielleicht habe ich nämlich Scheissdreck erzählt und das ist schon draussen. Nein, es kommt am Ähm, 20. September. Also ja, es kommt am 20. September anscheinend. Aber Hast du den nicht schon gehört? das war vor einem Monat, Schatz Gottes. Also, warte schnell. Also, weißt du never was? mind, Ich schlage das ist vor. draussen. Ich schlage Folgendes vor, Nico. Über das nächste Wochenende. Das ist ja, du hast noch ein bisschen Zeit zum Prüfen. Und dann Ja, holst du dir das spiele Game, ich's. holst dir die Ich hole die mir's. Duo-Buddy und dann zocken dir Ja, das. Und dann kannst du ja, nächste Woche gerade erzählen, wie es ist, wie es sich spielt, ob es auch Couch-Coop ist oder nur Online-Coop. Und Ja. dann kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich werde das fix so spielen. Du Ja, Hühnchen. ich bin so hyped gewesen, dass ich einfach nur an Trailers geschaut Und du Weißt, hast das ist gar ja nicht das Schlimme. geschnallt, dass es schon draussen ist. Nein, ich bin so hyped gewesen, bin so am Trailer schauen und so, ja geil, ich freue mich mega. Und jetzt check ich, dass es schon draussen ist. Oh, der Nico. Er ist Aber manchmal ist ja so gleich. verpeilt. Es ist so herzig. Hey, hallo. Hoi. Please. Hoi. Ja, nein, Ja, das stimmt hoi. jetzt also nicht. Hä? Stimmt jetzt also wirklich nicht. Auf jeden Fall, schaut es nicht an oder kauft es nicht. Nein, aber schau, hier steht es. Nein. Hier steht es. Verfügbar ab 22. November. Ha! Ich bin nicht Aha. verpeilt. Hier steht es. Okay, dann haben sie es in dem Fall verschoben. Okay. Oder Das der ist 20. Dezember war einfach das Vorbestelldatum gewesen. Ja, oder das irgendwie kann sein, genau. Alpha-Test oder Beta-Test oder so. Open Beta. Wo hier keine Ahnung. steht, für alle, die es nochmal möchten hören, Evil West heisst das Game. Und hier steht, es ist wirklich erst ab dem 22. November verfügbar. Das heisst also, man hätte es vorbestellen. Das Ganze kostet aber 54,90, was gewisse Leute ein bisschen viel gefunden haben. Wo ich eben dann noch überzeugen muss, ob sie mit mir das Game spielen. Es kommt ein bisschen darauf an, ich meine, wie lang spielst. Also ich meine, wenn du so deine 20 Stunden spielst, 30 Stunden, ist es doch fair. Hey, fix, Mann. Also wenn da Koop möglich ist in diesem Game, dann spiele ich das fix durch. Also zusammen mit ihm. Und weil wir machen das bei solchen Games immer. Wir haben fast jedes einfach durchgespielt. Ich meine, wir haben Divinity Hat er haben wir den Game zweimal Dates? durchgespielt. So herzig. Oh, Steffi. Ja, wir Ist haben, doch ja. wahr. Ja, wir Ist haben Game verdammt Dates. cute. Ja, ist gut, ja. Ja, ist mega, ja, auf jeden Fall. Ah, Ja, gut. cool. Also, in dem Fall, Cool. in dem Fall kannst du nicht für nächste Woche vorbereiten. Das ist okay. Das ist voll okay. Aber gell, da habe ich auch nicht recht gehabt mit, wenn es Ja, ich nehme zurück und das Gegenteil. Du bist nicht verpeilt und auch nicht herzig. Das letzte hättest du jetzt nicht müssen zurücknehmen. Auf jeden Fall, ja, aber Entwickler sind Flying Wild Hawk, die haben auch schon andere geile Games gemacht, so viel ich weiß. Und es kommt halt nur auf PC raus, so wie es aussieht. Ja, ist es nur auf dem PC. Ja, aber das ist nicht Couch Coop. Da kann es gar nicht Couch Coop sein, wenn es auf dem PC rauskommt. Oh, du kannst natürlich auch einen spielt Tastatur und einen muss. Nein, Ja, das wollte ich sehen. Oh Gott, das ist schrecklich. Ich wünsche das niemandem im Fall. Ja, ich weiß. Nein, es ist Online-Coop. Couch-Coop wäre krank. Nein, klar ist es Online-Coop. Aber weißt du, wie geil das wäre, Couch Coop? Es gibt viel zu wenig gute Ich weiss, Couch Coop Games. Steffi, ich weiß.
Aber was ich wirklich empfehlen kann für Leute, die Couch-Coop ähnliches Zeug spielen wie Evil West, weil jetzt gibt es ein paar gesehen im Chat, ich kann euch es wirklich empfehlen, ist Immortal heisst es, glaube ich. Oder ich muss jetzt schnell noch eins nachschauen, wie es heisst. Aber ich glaube, es heisst Also Immortal. er meint nicht Immortals Phoenix Rising und er meint auch nicht Diablo Immortals. Das ist noch etwas ganz Nein, anderes. ich muss jetzt schnell schauen, wie es geheißen hat. Aber das habe ich zum Beispiel auf der PS4 durchgespielt im Couch-Coop und das hat mega, mega gefällt. Was Das hast du ist wirklich gespielt? sehr, sehr gut. Wie heisst Aber das Game, ich glaube Immortal heisst es, ich muss nochmal schnell schauen. Okay. Das heißt natürlich Ja, nicht und Immortal. am 4. November, das ist gar nicht mehr so weit weg, kommt It Takes Two auf der Switch. Das ist sicher auch ein geiles Coop-Game, das man sich gönnen kann. Aber sonst gibt es eben meiner Meinung nach wirklich nicht viele geile Coop-Games, die du eben auf dem Sofa kannst spielen, sondern du bist irgendwie immer gezwungen am PC mit 2 Rechnern oder so. Das ist ein bisschen schade. Ja, genau. Das ist wirklich schade, weil ich bin einer, der sehr gerne Couch-Coop spielt. Wobei, man kann 2 Controller an einem PC anhängen. Man kann sogar, glaube ich, bis zu 10 Controller an einem PC anhängen. Ja, das stimmt. Das New stimmt, Possibilities. Du kannst den PC auch mit dem Fernseher verbinden. Das stimmt. Das habe ich noch gar nicht, also das habe ich voll vergessen. Das haben wir ja die ganze Zeit gemacht. Wir haben die ganze Zeit den PC und einen Laptop mit 2 Fernsehern verbunden. Und dann haben wir das 4. hoch, nämlich Divinity Original Sin 2 gespielt. So geil. Also Divinity 2 Original Sin. So hat es geheißen. Es gibt kein geiles Game. Es ist fantastisch. Ich habe es 2-mal durchgespielt. Das ist echt gut. Es gibt wirklich, ja, aber ich habe schon eine coole Sammlung an Co-op-Games. Ich habe das im Fall wirklich mal im Discord droppen, wo ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht Games zu sammeln, die ich mit meinen Jungs kann spielen kann, wenn sie hier sind. Nice. Eins zum Beispiel ist Broforce, das ist immer lustig. Broforce ist so lustig, ja. Das kannst du auch mal zu mehr. Also, wie viele Leute? 4, 5, 6 oder noch mehr sogar. Du mal zu 4. Okay, ja, das ist auf jeden Fall lustig. Ja, das ist es so. Aber ja, drop mal deine Liste auf jeden Fall in Discord. Leute, wenn ihr wollt, Coop-Games also Ideen haben, dann geht unseren Discord auschecken. Ihr findet ihn in der, wie heisst es? Beschreibung. In der Beschreibung, in der Chatbox. Ja, nein, aber nicht. Nein, das heisst, okay. In den Shownotes, Entschuldigung. Shownotes heisst das natürlich, Shownotes. Und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, nein, ihr redet ja jetzt vom Link von Discord. Den findet ihr auf brack.ch/gaming bei den Socials. Genau. Yes. Aber hey! Ja. Wir haben noch ein Crit-Thema. Schon? Ja. Ich will es nicht zu fest... Nein, da müssen wir jetzt noch durch. Kannst du bitte aber schnell so ein bisschen die Voice so ein bisschen lower machen, weißt, wenn wir in die Crit reingehen und sagen, jetzt gehen wir in die Crit. Dumm, dumm, dumm. Das kann ich nicht, weil ich nicht so tiefe Stimme wie du. Aber schon hast du es jetzt gerade vorgeführt. Also, wir gehen ins Crit. Dumm, dumm, dumm. Das ist also nicht. Das funktioniert nicht. Nein, ich will es ganz kurz halten. Wir haben nur ein einziges Crit-Thema, darum wollen wir auch, also will ich gar nicht zu lang und zu fest drauf umreiten. Aber folgendermaßen. Die Voice Actress von Bayonetta 3 hat zum Boykott von Bayonetta 3 aufgerufen. Und jetzt muss ich mich schnell korrigieren. Es ist nämlich nicht die Voice Actress, oder ich fange nochmal von vorne an. Die Voice Actress von Bayonetta 1 und 2 hat zum Boykott von Bayonetta 3 aufgerufen. So. Helena Taylor ist das. Und man hat sie im 1 und im 2 bereits tausende von Stunden, hätte ich fast gesagt, gehört. Jetzt ist es aber so, dass sie eigentlich auch angefragt wurde, ob sie den dritten Teil möchte verfilmen, also für synchronisieren. Und sie hat ein Angebot bekommen, das sie ein bisschen frech hat gefunden und ist darum auf einen Chef der Firma, also von Platinum Games, der Hideki Kamiya, zugegangen. Und gefunden so, hey, finden sie nicht so in Ordnung. Immerhin hat das Franchise mit ihrer Stimme etwa schon $450 Millionen Umsatz gemacht. Und aufgrund von dem ist man dann mit dem Angebot ein bisschen auf sage und schreibe $4.000. What the fuck?
Für das ganze Game? Für das ganze Game. Das ganze Game What the fuck? soll angeblich 8'000 bis 10'000 Dialogziele beinhalten. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man pro Stunde etwa 55 Ziele würde können aufnehmen, das ist jetzt eher grosszügig gerechnet, dann wären es etwa 165 Stunden Aufnahme. Und wenn man das eben durch die $4'000 teilt, beziehungsweise die $4'000 durch die 165 Stunden würde teilen, wäre das ein Stundenlohn von $25 pro Stunde. Ist für eine Schauspielerin, die immerhin 7 Jahre lang Ausbildung gemacht hat in diesem Bereich, nicht wirklich viel. Nein, Und natürlich nicht. sie hat es als Beleidigung aufgefasst und hat jetzt auch öffentlich aufgerufen, das Spiel doch zu boykottieren und stattdessen lieber irgendwie das Geld an einen wohltätigen Zweck zu spenden. Andererseits Ja, muss man das Game auch sieht eben schon geil aus. sagen, ja, und andererseits muss man auch sagen, dass anscheinend effektiv der ganze Zeitaufwand, den sie auch hatte für die Synchronisierung von Bayonetta, irgendwie 4 Stunden, also 4 mal 4 Stunden hätte gedauert, also total irgendwie 16 Stunden. Und ja, also für 1 Also und ich komme 2, nicht raus. glaube ich. Jetzt musst du mich auf... Aha. Für 1 und 2 hat sie viel weniger gehabt als jetzt für das 3, oder was? Ja, also es ist ein bisschen... Das Problem ist, wo sie natürlich gewisse Angaben hat und dann gibt es noch Leute, die selber so gewisse Sachen assumen und selber sich ihre Zeugs zusammenrechnen. Auf jeden Fall hat sie natürlich schon so... Sie hat es ja schon mal gemacht, sie hat ja Bayonetta 1 und 2 schon synchronisiert. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht und zusammenrechnet, dann hat sie irgendwie nur 2 Tage Arbeit gehabt. Und dann hat sie für die 2 Tage Arbeit $4'000 bekommen. Das wiederum ist ja ziemlich viel, oder? Wenn du es so anschaust. Oder? Also 16 Stunden für 4'000, da sehe ich mich auch, ja. ich meine, das sind 2 Jahre. Ja, 16 Stunden sind 2 Arbeitstage, genau so. Oder? Also wenn du 4 Tage lang 4 Stunden aufnimmst, du kannst ja nicht 8 Stunden am Stück aufnehmen. Das haltet die Körper ja nicht aus, sage ich mal, die Hals irgendwie, weißt. Auf jeden Fall, aber das wären 2... I don't know. Ich bin keine professionelle Voice Actor, I don't know. Aber egal, auf jeden Fall wird es aufgeteilt auf 4 Tage. Und das wären das wären 2 Arbeitstage, 2 durchschnittliche Arbeitstage. Und du hättest 4'000 Hämmer. Also, einerseits finde ich, ja, okay, 450 Milliarden Dollar, nicht Millionen Dollar, Entschuldigung, Milliarden wäre ein bisschen arg viel. 450 Millionen Dollar, die das Game bzw. das Franchise schon an Umsatz generiert hat, da ist 4'000 also schon ein bisschen knauserig. Andererseits ist sie anscheinend relativ erfolglos. Also in ihrem Business. Ja, sie hat wahnsinnig wenig Jobs. Und sie hat also auch Existenzängste tatsächlich. Und ist echt der Meinung, es sei viel zu wenig gewesen, die 4'000. Aber hankerum, wenn man schaut, $4'000 für summa summarum 2 Arbeitstage ist halt verdammt viel. Darum ist es so ein bisschen... Ich bin ein bisschen im Clinch, muss ich sagen. Also einerseits denke ich mir so, hey, wenn ihr schon so ein Franchise habt, das so viel Geld einnimmt, bezahlt doch eure Voice Actors ordentlich. Vor allem, weil sie ja so die Stimme ist von der Bayonetta. Andererseits hat ihre Nachfolgerin, die jetzt stattdessen Bayonetta 3 vertont hat, ihr also gefunden, sie hätte kein Recht, sich als die Stimme von Bayonetta zu nennen. Wo sie ist jetzt schliesslich auch nicht mehr. Ja... Also ich weiss sie haben jetzt eine New Voice, oder? Ja, es ist ja draussen schon lange. Ja. Und Helena Taylor war die erste und 1 und 2 Hale ist jetzt die neue. Ja. Genau. Und aber es ist halt das, Helena Taylor hat halt wirklich gerade mal so 5 Sprechrollen in den letzten 10 Jahren gehabt. Und 2 davon waren Bayonetta. Also noch 3 andere Jobs. Und das ist halt echt nicht viel. Ja. Und ich sage dir, boycott this game. Also es macht sich alles ein bisschen... Ja. Finde ich schwierig. Ich finde es grundsätzlich schwierig, irgendwie einerseits wegen 2
Arbeitstag für 4000 Stutz rumjammern. Andererseits denke ich mir so, ja, ein bisschen mehr hätten sie schon dürfen gönnen, weil eben 450 Millionen ist schon ordentlich. Da kann man schon ein bisschen mehr gönnen, finde ich. Aber Ja, dann auch gerade das so auf jeden zum Boykott aufrufen. Ja, also sagen wir so, ich habe das Gefühl, sie hat sich damit keinen Gefallen gemacht. Sie wird jetzt auch so einfach nicht mehr einen Job in diesem Bereich bekommen. Leider Ja, Gottes. das ist klar. Aber Ja. eben, wie gesagt, du musst dir immer überlegen, was gibst du. Oh, ich sage immer, da gilt Folgendes. Stellst du dich halt ins Auge von der Öffentlichkeit oder gehst du in die Öffentlichkeit mit deinen Problemen, dann musst du einfach damit rechnen, dass sie von allen Seiten verschieden analysiert werden. Und dann kann es halt sein, dass du selber ins Bein schiessest, weil auf einmal Leute halt alles hinten dran herausfinden, jede Backstory hinter deiner Story. Und dann merkst du auf einmal, oh, ja, vielleicht habe ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ja, darum sind ich und Steffi nicht öffentlich unterwegs. Genau. Also von uns weiss man gar nichts. Nein. Nur mal unsere Alles, Gesichter was wir labern, sieht man sieht man natürlich auch nicht online. Auf keinen Genau. Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Dann brauchen wir Aber- Deepfake. Wir Genau. sehen ganz anders aus. Ja, eigentlich sind es alles, eigentlich sind wir KIs. Eigentlich wissen sie es gar nicht. Wir sind von einem Computer erstellt. Einfach, dass ihr es jetzt wisst. Definitiv. Darum schwirrt mir auch random echt What the hell? Das ist das, was mir die ganze Zeit im Kopf umhühnert, seit ein paar Stunden sogar schon. Hast du Aber- im Kopf Party oder was? Ja, in meinem Kopf ist schon eine Party. Okay. Nein, wir haben noch Loot. Und ganz kurz, das sind euch ja wahrscheinlich schon gewarnt, weil Nico noch ich haben uns etwas gekauft. Wir sind im Sparen, as usual. Nein, aber wir haben letzte Woche ja auch darüber berichtet, dass wir vor 2 Wochen ist es gewesen. Vor 2 Wochen haben wir ja auch darüber berichtet, genau, dass wir an Zürich Popcorn waren und unter anderem auch am Samsung-Stand waren. Und dort hat es ja den geilen neuen Monitor, der Arc Odyssey heisst der. Der ist Genau. einerseits gigantisch und andererseits curved. Und drittens kann man ihn kehren. Also du kannst ihn selbstständig, eigenhändig von Hochformat zu Querformat drehen. Ist natürlich ein mega nices Teil, wo du kannst Ja. sagen, ich will jetzt drauf gamen, Fernsehen schauen Nices Teil. oder einfach zum Streamen benutzen, also dass du mit 3 Bildschirmen übereinander hast. Und weil es curved ist, ja, siehst du ein bisschen mehr, als wenn er nicht curved wäre. Und auf jeden Fall, hey, wir haben den im Shop. Wir haben den im Shop Yes. und der ist absolut billig zu haben bei uns. Nein. Ja, ein bisschen Geld müsst ihr schon in die Hand nehmen für das Teil. Aber es muss man sagen, es ist eine mega Revolution eigentlich. Also, es denke, ist für etwas, was es noch nie jemanden- gegeben hat. Ja, ich würde sagen, für jemanden, der an Zürich Goldküste wohnt, ist es sicher kein Problem. Da jetzt schnell noch, weiss doch auch nicht, in Weinkeller zu stellen, für dort eine Liste anzuzeigen, welche Wein das er hat. Wie haben wir, was haben wir so für einen Preis im Moment, Steffi? Ich Er weiss es gar nicht, vor allem kostet ist er an Lager. 2349 Franken. Und wir haben ein Stück an Lager noch. Oh, ein Stück noch an Lager. Ja. Ei. Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich mir den schnell schnappen, weil das ist ja für mich ein Schnäppchen. Total ist es ein Schnäppchen für uns. Ja, natürlich ein Schnäppchen. Twitch Money regelt. Genau. Nein, aber er sieht wirklich, er ist beeindruckend. Also, wir haben ihn live gesehen. Ja, er ist riesig, Mann. Er Also es ist ist eigentlich basically ein riesig. Fernsehen, das kannst du drehen. Ja. Das ist wirklich sick. Aber ja, so viel dazu. Check jetzt mal aus auf prag.ch. Und dann würde ich sagen, das war es für heute. Wir sehen und hören uns in einer Woche wieder. Tschüss zusammen. Merci, seid ihr da gewesen. Tschüss zusammen. Ich gebe 5 Sterne. 5 Sterne. So. Das war's mit dem Podcast, Leute. Yes. Siehst du, der Hörnli-Mann, der will schon sich der Samsung Arc Odyssey schnappen. Tu das. Aber einer hat's noch. Einer ist noch übrig. Hörnli, mal schnappt er den. Ja. Also Massimo meint, ich habe am Hero Fest gesehen, werde halbiert und zum halben Preis würde ich einen kaufen, aber er ist zu gross. Ja. Er ist schon sehr gross. Also ich weiss jetzt nicht, ob That's der bei what mir she done. Platz hat. Nico, seriously. Ich weiss jetzt Hast nicht, du ja ob gar nicht der... gemacht. Nein, natürlich nicht. Jeder hat es gehört.
Nein, ich weiß nicht, ob der bei mir an meinem normalen Arbeitsplatz-Setting Platz hätte, ehrlich gesagt. Gut, hast du noch korrigiert. Nico, wird erwachsen. Please, please, please. Hey, nein, nur ein Kindskopf. Oh Mann. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Gut, wenn wir schnell von oben anfangen. Ja, und an dieser Stelle zuerst noch, bevor wir auf den Chat gehen, merci vielmals an Allsubs und an 91 Gaming für eure Follows und herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen. Allsubs Yes. ist übrigens die werte Dame mit der Energie. Ja, aber Nico, du weißt, wo wir hier sind. Wir sind Ja, nicht auf ist mir nur unseren in den Sinn gekommen. Privatchats, aber ja. Ich weiß. Ich sage es nur. Echt, dass das wissen, Leute. Sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber wir können schlecht Werbung machen für Zeugs, die wir nicht im Shop haben. Machen wir nicht. Macht der Hey. Nico auch nicht. Macht er nie. Hey. Außer fast jeden Stream. Und dann Steffi sagt, Richtlinie, ja. Also, genau. Nein, wo haben wir etwa gestartet? Nach den 10 Gift-Subs haben wir gestartet. Ja. Und der Cobra hat noch Merci gesagt, also für den Sub, er hat hure Freude. Also, oh mein Gott, ich habe es nicht gedodged. Das freut uns natürlich. Ah ja, der Cobra hat wirklich einen bekommen. Ja, Cobra hat einen bekommen. Er hat hure Freude. Nein, aber er darf nicht, er sollte dodgen eigentlich. Nein, ja, er hat so jetzt gut ein wie Ei. Subs Wenigstens dodgen. eins. Komm, lass ihm die Freude. Und nachher mir sagen. Okay. Wow. Cobra, ich würde es voll verstehen, wenn du jetzt antworten. Er ist aber nicht mal mehr da. Nein, er hat dann auch noch gefragt, ob die Frage, die wir am Hero Fest gestellt hat, wo wir das Video werden dazu machen, also beziehungsweise das Video muss noch geschnitten werden, ob sich das auch auf E-Sports bezogen hat. Und ja, natürlich hat sich das auch auf E-Sports bezogen. Es hat sich auf alles bezogen, was in der Gaming-Szene so abgeht hier bei uns in der Schweiz. Also auch E-Sports. Yes. Genau. Nachher haben wir der... Was haben wir da? Nico mal im Zelda-Cosplay. Nico im Zelda-Cosplay. Also im Zelda oder im Link-Cosplay? Nico. Ja, fix, wenn dann schon Link. Also Nein, also ich meine, das war dann gewesen, ungefähr, wo du erzählt hast von diesen Dudes, die immer in diesen Maids- und Playboy-Kostümen rumlaufen. Also, Playboy-Kostüm? Was zur Hölle sind Playboy-Kostüme? Hast du noch nie ein Playboy-Kostüm gesehen? Nein. Willst du mir sagen, du hast noch nie das Playboy-Heft geschaut? Angeschaut? Ja, es ist ein Heftchen. Hast du noch nie angeschaut? Hast du noch nie durchgeblättert? Mal sicher. Eben. Kollege, lass schnell, es gibt aber kein hallo, Kostüm. Frau. Ja, Nein, Kollege, das Playboy Bunny, das ist ganz klar, was so ein Kostüm ist. Das kannst du ganz googeln schnell. Schleppt dir ein Virus auf den PC, let's go. Nein, ist doch, jeder weiss doch, wie das aussieht. Kollege! Aber das hat niemand gehabt. Mal sicher, am Sonntag, doch, natürlich, ich habe es gesehen. Mehrmals. Okay, das ist lustig. Das ist dann auch schon... Das war witzig, okay. das war sehr lustig. Er hat sich definitiv tragen. Also das kann ich sagen. Also auf jeden Fall... Nico is too cool for the stream. Too cool. Definitiv. Too cool for the stream. Ich muss sagen, dass ich auch sehr spezielle Kostüme gesehen habe. Es hat einen Dude gehabt, der ist, ich weiß nicht genau, was er war, aber es war wirklich verstörend. Es war wirklich sehr verstörend. Und ich habe bis heute nicht herausgefunden, was er da darstellen. Aber es gibt alles an diesem Hero Fest. Und das ist auch schön, Diversität ist ja super. Jetzt kommen wir schnell zum nächsten. Was hat der Valorant Cosplays gesehen? Nicht eins im Fall. Nicht, dass ich es Nein. Nö. Ah, ja. Valorant Cosplay, die habe ich letztes Jahr schon mit Valorant Cosplays. Nein. Hi. Ja, Jessie, ja, ich weiß. Ja, aber die war ja Jury, gell? Also... Was, Jessie? Ja. Ja, ihr habt gesagt, sie soll jetzt auch noch schnell reinschauen, aber sie ist, glaube ich, nicht reinschauen. Was für eine Jessie? Jessie John. Aha. Ihr habt gesagt, sie soll in den Stream schauen. Aha. Kennst du sie? Ja.
Die Jury Was? hockt vom Cosplay-Contest. Ja! Okay, nice. Glaubst du mir nicht? Nein. Der Wieso Erzengel hat glaubst du nicht? übrigens gern Donno und Vulcano, aber extra scharf. Was ist Vulcano? Mit scharfer Salami drauf. Das ist, glaube ich, noch schärfer als Diablo. Oder Diabolo. Diabolo heisst es, glaube ich. Ja, aha, Diavolo. Mhm. Ah, mit V, genau. Übrigens, Massimo, du hast noch gefragt, ob es ein neues Super Mario Bros. Gibt. Nein, es gibt kein neues Super Mario Bros. Das, worüber wir geredet haben, ist Fanmade in Mario Maker 2. Aber schau nochmal, also, oder lass Podcast-Folge morgen, da ist ein Dings drin, ein Code. Ein Code, wo du zu diesen 70 Level sind es tatsächlich in 8 verschiedenen Welten kommst. Yep. Das ist krass. Mhm. Und der Hörnli hat gemeint, der Chef von Xbox hat aus Versehen auch eine Handheld-Cloud geleakt. Aber der Massimo hat nicht gefunden, das war nicht aus Versehen gewesen. Sie wollen irgendwie abwarten, ob es einen Hype gibt, und, also bevor sie da gross etwas ankündigen. Okay. Mhm. Was haben wir noch gehabt? Der Massimo hat noch irgendetwas. Ah nein, das ist ja genau eine Pizza Hawaii gekommen. Der Nifty Simon sehe ich das erste Mal so ein bisschen Nifty? aktiv. Nein, Nifty ist ab und zu schon da. Sicher? Ja. Okay. Also gut, bei mir ist er immer mal wieder. Ich weiss nicht, ob... Ja, es kann natürlich sein, dass er jetzt hier weniger oft ist. Ja. Aber schon, ich bin da, Nifty. Der Massimo hat noch geschrieben, eben bezüglich der Voice Actress. Ja, sie kommt für... Was? Hat sie gemeint, sie kommt für 16 Stunden und sie kommt bei 10.000 über, oder was? Wahrscheinlich. Ja. Ja gut, vorher hast du mir eben von mehr Stunden geredet, dann habe ich es schon recht Ja, unterschätzt. nein, das war eine Annahme, die man getroffen hat. Und er hat eben sie selber anscheinend gesagt, dass sie im Schnitt eben ja, 16 Stunden hatte. Okay. Wenn man natürlich davon macht Sinn. ausgeht, dass es etwa wieder gleich viel dauert. Dann. Oder die andere, die es jetzt spielt, ich weiß gar nicht, wie sie heisst, die hat vielleicht gesagt, sie hätte 16 Stunden gehabt. Alright, aber das heisst, okay. Ja, und du kannst dich nicht nicht... selber ein bisschen, Ja. Das Problem ist natürlich, gell, ich weiss nicht, sie hat ja irgendwie eine finanzielle Schwierigkeit anscheinend. Vielleicht hat sie sich so erhofft, also hat sie sich so gedacht, wenn sie das jetzt, dass sie jetzt mit dem ein bisschen rich wird oder so. Aber eben, ja. Das ist nicht normal finanziell. Ja, Mir- jeder hat mir ein ist bisschen... zweimal der Strom rausgefallen. Wir geben nein, keinen nicht Strom gut. mehr. Nicht gut. Geben wir nicht Du mehr. musst halt die Rechnung Blackout. zahlen. Mein Bär fragt mich schon, ob ich Solarpanels bestellen von Brack. Ja, meine Mama Das hat auch ist schon so. gefragt. Auf Fall. Ich sage einfach so, hey, was ist uns neuer Aluhüt los, Mann? Egal. Yes. Habe am Hero Fest gesehen, werden halbiert. Und genau, das war der Samsung Arc Odyssey gewesen. Also, ihr solltet auch mal den Link zum Podcast reinstellen. Ja, das stimmt. Wieso ist der nie reingekommen? Kann Jetzt wieder nicht, Steffi. ich glaube, Cloudbot ist ausgeschaltet mal Ja, wieder. er ist ausgestiegen. Weil der Massi hat nämlich vorher auch seine Punkte anschauen und es ist einfach nichts passiert. Ja, ich weiß nicht, der Cloudbot. Ich glaube, sie haben ein Update gehabt, letzte Woche mal. Das bei mir privat hat der eben auch rumgesponnen. Ja, vorher ist abgestellt. Es hat ihn einfach abgestellt. Weißt du, sorry, aber das merkst du doch nicht als Streamer, dass der Cloudbot einfach nicht funktioniert. Weil, Ein guter Streamer merkt das. nein, ich glaube mir, niemand merkt das. Aber ja, jetzt läuft er wieder. Also von dem her, egal. Oh, Crazy Cat Lady hat es auch noch reingeschafft. Hello! Basso, hast du im Zug an Zero Fest unseren Podcast gesucht und nicht gefunden? Ja, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, aber sorry, Massi. Nein, wirklich. brack.ch/gaming, dort ist er drauf. So schwierig ist es nicht. Ja, und sonst suchst du echt nach Buffcrit Loot. Weißt du ja, wie man das schreibt, Ja. oder? B-A-F-K-L-I-T-T-L-U-T. Lute. Und als Apps, das nur voll auf da lassen. Super spannend gewesen, wie immer. Danke, als Apps, merci. Also Nach dem Nico Stream wird noch mal sicher in so Leggings danken. gut aussehen. Ja, das würde ich jetzt also auch noch sehen. Und zeig deine Beinchen.
Steffi? Ja, aha, am Spotify selber hast du sprach.ch gesucht. Speziell. Du musst auch ohne Punkt schreiben. Vielleicht, I don't know. Ja. Weiß es auch nicht. Also, aber irgendwo, jetzt, bevor wir hier das Fest in, das Molesting von Steffi Yes, nein, machen wir reingehen. nicht. Da hätten wir nochmal, meine Damen und Herren. Also, überall verlinkt, wo ihr uns findet, by the way. Nein, Leute, ich wollte noch ganz schnell sagen, hallo Crazy Cat Lady, by the way, schön, bist du auch noch gekommen. Diese Woche haben wir ein bisschen eine Änderung beim Streamingplan. Und zwar streame ich nicht am Freitag, sondern am Dienstag Nachmittag. Also morgen. Also morgen am Nachmittag, exakt. In 24 Morgen Stunden. Nachmittag. Gehen wir mit der Steffi. In 24 Stunden bin ich schon fertig. Wir machen bei Immortals Phoenix Rising weiter. Ja, die Sache ist die, ich werde jetzt die und nächste Woche am Dienstag streamen, wo ich am Freitag jeweils nicht da bin. Und statt dass ich es einfach ausfallen lasse, habe ich es einfach auf den Dienstag geschoben. Und ja, schon die 3 Wochen am Stück nicht streamen, das wäre irgendwie blöd. Und darum, ich streame morgen. Also der Streamingplan sieht folgendermaßen aus. Morgen um 11 Uhr sind Klemmbausteine zusammenbauen. Anschliessend, sobald der Cyril offline geht, bin ich wieder live. Also wir machen sozusagen einen fliegenden Wechsel. Er streamt etwa bis um 1 und ich fange etwa um 1 gerade an. Also falls ihr am Morgen beim Cyril einschaltet, einfach nicht abschalten, ich komme dann auch gerade anschliessend. Und, also eigentlich müsst ihr abschalten in diesem Stream, weil es ist zum Abschalten und sich beruhigen und schauen, wie ihr nein, arbeitet nebenbei. Ihr müsst einfach euch angewöhnen, auch wenn ihr am Arbeiten seid, immer den Stream zu laufen. Arbeitet nebenbei, genau. Stützt neben dem Arbeiten einfach schauen. Genau. Und am Mittwoch, damit ich es auch noch schnell erzählt habe, damit wir fertig sind, am Mittwoch, am 3 kommt dann, as usual, der Troy. Letzte Woche war er leider krank, darum konnte er nicht streamen, aber er sollte jetzt wieder da sein. Ich habe ihn am Wochenende gesehen, zum ersten Mal übrigens. Das ist auch sehr weird. Ich habe ihn verpasst, Mann. Ja, ist er so wirklich schlecht. so Aua. Aha, nicht, okay. Aber geiles Sieg. Aua. Ich habe ihn zum ersten Mal live gesehen, Mann. Nach irgendwie, keine Ahnung, wie lange wir uns jetzt schon kennen. Das ist so lustig. Aber ja, so sieht es aus. Das ist der Streamingplan von dieser Woche. Nächste Woche wird er nochmal genau gleich aussehen. Das könnt ihr noch schon mal merken. Aber das wäre es von meiner Stelle. Beziehungsweise von unserer Stelle. Mehr gibt es nichts. Nichts gibt es. Mo, ich habe noch irgendetwas sagen. Was Was habe ich noch sagen? Ah ja, ich glaube nächstes Mal, oder Steffi? So wie es aussieht, haben wir nächstes Mal wieder ein Giveaway, oder? Ich weiß nicht, haben wir eins? Ja. Aha. Da reden wir dann nochmal drüber. Also ich glaube, du hast etwas gemeint. Okay. Ja, also auf jeden Fall, ihr könnt nächstes Mal auf jeden Fall kommen. Und vielleicht gibt es ein Giveaway und vielleicht nicht, aber kommt sicher mal vorbei. Also das ist jetzt ein Pflichtprogramm, Leute. Das ist gar keine Frage. Ihr kommt einfach. Ob der wollt oder nicht. Nein, der Martin ist entschuldigt, der wird 40. Martin, ja, wenn du einschaltest, okay. wenn du einschaltest, singen wir dir on-stream ein Oh Happy ja, Birthday. ja. Das ist kein Problem, das machen wir. Steffi Wie nimmt die jeder tiefe am und Start. die hohe Stimme. Thank you. Ein Brackstand vermisst am Hero Fest. Ja, wir auch. Wir haben auch einen Stand vermisst von uns. Also ich muss sagen, es war schön, mal wieder an einer Messe zu sein als Besucher. Also vor allem an einer Schweizer Messe. Wir waren ja auch an der Gamescom als Besucher, aber mal wieder an einer Schweizer Messe zu sein als Besucher und nicht als arbeitender Mensch, hätte ich fast gesagt. Nein, das war mal wieder ein neues Erlebnis, weil ich habe sehr viele Messen besucht. Eigentlich habe ich keine einzige Messe geskippt die letzten x Jahre. Und bin aber schon ewig nicht mehr als Gast dort vor Ort gewesen. Darum war es schon mal wieder schön gewesen. Das stimmt. Und gleich hast du es nicht können lassen und bist irgendwo gestreamt wieder. Ja, ich war eingeladen zum in einem Stream ein bisschen Hallo zu sagen, ein bisschen über Indie-Games quatschen. Das mache ich natürlich gerne. Weil die Games haben es verdient. Yes, absolut. Also, hey Leute, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Montag, Nachmittag, Abend, Feierabend. Und gönnen euch ein Feierabendbierli und wir sehen uns morgen im Stream wieder. Habt einen schönen, genießt es. Schön, seid ihr da gewesen. Viel Spaß mit den Emotes. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.